Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Blu-ray Review zu Ocean's 8. Ob diese Film mit seinen Viergänger abholen kann oder ob er vielleicht sogar besser als wie Ocean's 11, das seht ihr hier bei Filmlift. Debbie Ocean, gespielt von Sandra Bullock, rekrutiert nur ihre Entlosung aus dem Prison eine Gruppe von kriminellen Frauen. Bestehend aus einer Designerin, einer Hackerin, einer Hehlerin, einer Bijoux-Expertin und einem Dave. Da wollen sie den Stargage und Schauspielerin Daphne Kluger dazu überreden, sich ein Collier am Wert von $150 Millionen auszulehnen und den dann auf der Met Gala zu präsentieren. Und auf der Gala will Debbie Ocean zusammen mit ihrer Crew dem Daphne Kluger für ein altes Gastkollier vom Hals klauen und sich dann dumm auf den Spaß machen. Wie Debbie Ocean sich statt dafür gestaltet, wie das alles soll klappen und ob was für Probleme sie bei ihrem Überfall nach Werte stoßen, das seht ihr alles bei Ocean's 8. Ich fange dann einfach mal direkt mit der Schwäche vom Film. Obwohl an Ocean's 8 viele verschiedene Schauspieler dabei sind, die ich wirklich super fand, wie Sandra Bullock, Dan Hathaway oder Helena Bonham Carter, fand ich, dass an diesem Film hier Stärke nicht ganz konnten ausspielen. Du macht vielleicht Sinn, dass der Regisseur sich ein bisschen zu viel und Drehbuch hält und dann noch nicht viel Platz für Improvisation lässt. Und das ist von den zwei großen Problemen, die ich bei Ocean's 8 gesehen, weil dabei könnt das Drehbuch nicht mehr mäßig kreativ ist. Heute eine typisch heiße Story erzählt, die einen Überfall präsentiert, den zwar raffiniert, aber noch lange nicht einzigartig ist. Du gibt es massig andere Heistfilme, die eine viel mehr spannende und einzigartige Geschichte erzählen wie Ocean's 8. Aber wenn Ocean's 8 schon nicht mit einer Wahnsinnsgeschichte hier könnt, dann müssten dafür aber wenigstens den Fokus auf Charaktere legen. Warten da leider aber auch nicht möchte. Und dabei sind genug interessante Spezialcharakteren dabei gewesen. Aber bon, zu viel schlecht will ich den Film aber auch nicht schwätzen. Weil aber hat eine pure Qualitäten, die einen guten Heist-Movie muss haben. Es muss einzigartige Charakteren haben, check. Es muss ein sehr cooler Plan, du hast Stierchen, check. Und muss, und ich meine, das ist schon bald das Wichtigste, es muss für und allem während dem Gucken Spaß machen. Check. Also, dann ist ja aber alles nicht mehr halb so schlimm. Und dazu könnt, dass der Film massig Cameo-Auftritte bietet, die einem Heimto aber schmunzeln auflocken. Mein Schlussfazit, ob ich für den Film nur wirklich 20 € bezahlen muss, das muss jeder für sich selber wissen. Und ob er daheim an eine gute Filmsammlung gehört, das ist warum man noch eine Frage gestellt. Ich kann behaupten, wenn der Film ein billig Geschoss soll kriegen, oder wenn er im Fernsehen soll laufen, da guckt ihr schon ruhig ein an und macht ihr einen gemütlichen Abend mit einem coolen Film. Verrät mal in den Kommentaren, wie der den Film fand. Und was sind persönliche Lieblings-Heist-Movies? Dazu will ich noch aufrufen, dass wenn euch das Video gefallen hat, das Video zu liken und noch viel mehr wichtig zu teilen. Bis dahin wünschen wir euch noch viel Spaß mit Ocean's 8 und ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei einer weiteren Episode Filmlift.